ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Und damit Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Taktikfuchs. Ja Leute, bevor wir reingehen, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, drückt den Abonnieren-Button, kostet euch nichts, außer ein bisschen Zeit und unterstützt mich einfach. In diesem Sinne, Leute, gehen wir mal rein in den Taktikfuchs. Was sind meine Gedanken zur Aufstellung gegen Leipzig? Joa, und damit mal rein. Also ich denke, Torwart und Stürmer können wir schon mal eintragen. Da wird es keine großen Überraschungen geben. Wir haben natürlich jetzt mal wieder, hätte es gedacht, einige Verletzungsprobleme. Was? Ich weiß nicht, ob Mazraoui fit wird bis zum Wochenende, wahrscheinlich nicht. Conny Leimer war wieder im Training. Sollte man das irgendwie riskieren, wie bei Opa ihn nach 2 Tagen oder 3 Tagen, die er dann im Mannschaftstraining ist, gleich wieder reinzuwerfen gegen Leipzig von Anfang an? Ich persönlich nein. Von daher für mich, wir können natürlich drüber reden, ob man mit einer Dreierkette spielt, beziehungsweise Fünferkette. Ja, hätte einige Vorteile. Problem, was ich sehe, ist, ja, dass wir das in der Saison so selten gespielt haben und wir wissen alle, wie unsere Mannschaft auf taktische Veränderungen reagiert. Von daher würde ich es echt, auch aufgrund der schlechten Form von Min-Jae, ich würde mit einer Viererkette anfangen. Aber ich kann auch die Leute verstehen, die eine Fünferkette im Kopf haben. Kann ich schon nachvollziehen. Gut, rechter Verteidiger gibt es von meiner Seite her nur eine Option und die heißt Kimmich. Alles andere ist verletzt. Ja, so zumindest der Stand, den ich aktuell habe. Ja, wir könnten über Aznu nachdenken. Der ist aber eigentlich ein linker Verteidiger, aber könnte das wahrscheinlich auch rechts spielen. Aber ihn jetzt reinzuwerfen, weiß ich nicht. Fühle ich nicht. Ich denke, so wäre die Viererkette doch auf jeden Fall ansehnlich. Mit dem Guerrero, mit dem Dyro, Licht und Kimmich. Ja, man könnte auch darüber nachdenken, dass man Min-Jae in die Viererkette nimmt und einen Eric Dyer ins defensive Mittelfeld zieht. Ich persönlich würde es nicht machen. Bei mir wird ein Pavlovic klarer Sechser sein. Nennt es Holding Six, wie auch immer. Er würde auf jeden Fall die Anweisung kriegen, dass er ein klarer Sechser ist. Weil er wäre auch mein einziger Sechser. Ja. Ich würde die ganze Chose gegen Leipzig ein bisschen offensiver angehen, als wie wir es bisher getan haben. Ist natürlich oder wäre natürlich mit einem gewissen Risiko verbunden, ja. Aber ja, wir haben gesehen, dass wir super ideenlos sind und super lahmarschig aus der Zentrale raus. Und ja, deswegen ist Goretzka für mich leider keine Option in der Mitte. Conny Leimer wäre für mich natürlich die ideale Option, aber ja, ihn würde ich vielleicht die letzten 30 Minuten geben, wenn er jetzt erst wieder im Mannschaftstraining ist, je nachdem wie der Spielverlauf ist. Ob es nötig ist oder nicht. Das Risiko würde ich persönlich nicht eingehen, ihn jetzt schon reinzuwerfen. Auch weil ich glaube, wenn er jetzt 3 Tage im Mannschaftstraining ist, wir haben es bei Opa gesehen, welches Leistungsniveau möchte man dann erwarten? Ja? Er war auch ein paar Wochen raus, fühle ich deswegen nicht. Von daher wären bei mir Müller und Musiala, nenn's eine Doppel-10 oder nenn's gerne eine 10er. Müller auf der 10, Musiala vielleicht zwischen der 6 und der 10 auf einer 8er-Position. Musiala ist ein bisschen stärker, wenn er ein bisschen aus der Tiefe kommt. Hat die Position unter Nagelsmann schon sehr, sehr gut gespielt, den Achter, den offensiven Achter. Von daher, wir könnten es auch gerne so hinstellen, wenn es euch irgendwie besser gefällt. Ja. Aber durch die Zentrale würde ich mit Müller und Musiala kommen. Wie gesagt, Musiala ein bisschen aus einer tieferen Position heraus. Ja, er hat jetzt die letzten 2 Kämpfe waren nicht gut geführt. Das hat er unter Nagelsmann schon mal deutlich besser gemacht. Ja, die Anweisung wäre halt so. Fertig. Ja.
Ansonsten, der Rest sollte klar sein, wer mich hier verfolgt. Ich würde links einen Tell bringen. Ja, Sané war jetzt nicht so grottig gegen Bochum, aber auch nicht wirklich stark. Nichtsdestotrotz würde ich mit dem Sané anfangen. Sollte er nicht performen, wäre er zur Halbzeit raus und in Saragossa rein. Ja, das würde ich auch klar kommunizieren. Ja, und gut wäre. Natürlich eine sehr offensive Aufstellung gegen eine schnelle Mannschaft. Das ist schon richtig. Wie gesagt, man könnte die ganze Chose umdenken und könnte sagen, man spielt mit einer Fünferkette, mit Dyer in der Mitte, mit Minjay daneben und davor dann nur ein Sechser. Das wäre die defensivere Variante und nimmt dann dafür einen Müller oder Musiala raus. Ja, dass wir unser 3-1 vorne haben, wie gehabt. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit, die, wie gesagt, ein bisschen stabiler wäre. Ja, wenn wir Dreier-Fünferkette schon ein bisschen gespielt hätten, würde ich da mitgehen. Aber ich denke, wir haben das gegen Leverkusen gesehen, dass das ein kompletter Fail war. Ja, wo wir danach umgestellt haben auf Viererkette, war es deutlich besser. Ja, na klar, ein Goretzka wäre wahrscheinlich ein bisschen im defensiven Mittelfeld einen Tacken stärker, wenn er neben Pavlovic spielen würde, als wie es Musiala sein wird. Vollkommen richtig. Nichtsdestotrotz würde ich das Risiko eingehen und versuchen, Leipzig halt unter Druck zu setzen. Ja, du kannst in der zweiten Halbzeit immer noch umstellen, meiner Meinung nach. Wir müssen aber endlich mal wieder anfangen, von Anfang an Feuer zu geben. Ja, das ist meine Meinung. Und vielleicht spielen ja viele Spieler ein bisschen befreiter auf. Ja, ich will das Risiko eingehen. Wie gesagt, wir haben jetzt 3 Spiele verloren, trotz Doppel-6 und hast du nicht gesehen. Von daher würde ich persönlich einfach mal etwas ändern. Wie Thomas Tuchel aufstellen wird, I don't know. Ich kann's nach der Verkündung, dass er zum Sommer aufhören wird bei uns, absolut null einschätzen. Entweder wird er jetzt trotzig, entweder wird er lockerer, ist nicht mehr so verkrampft, gibt vielleicht auch mal den Tell von Anfang an eine Chance und so weiter, haut vielleicht auch mal den Pavlovic rein. Ich weiß es nicht. Es ist super schwer einzuschätzen. Ja. Dyer und De Ligt gehe ich nicht von aus. Er wird auf jeden Fall wieder Minjay bringen, weil Minjay sein Spieler ist. Ob es eine Viererkette wird, I don't know. Vielleicht mit dem Dyer als rechter Verteidiger, vielleicht kommt ein Aznu rein, vielleicht haut da nochmal ein Guerrero dahin und ein Aznu nach links. Ich kann es nicht vorhersehen. Ne? So gar nicht. Die logischste Variante wäre natürlich mit dem Kimmich, wenn kein Rechtsverteidiger zur Verfügung steht. Aber ja, ob dem so kommen wird, ich kann es euch absolut nicht sagen. Ich bin selber super gespannt auf die Aufstellung, die wir sehen werden. Es kann natürlich sein, dass es 1:1 die Aufstellung ist wie in Bochum, außer Opa, weil Opa halt ja, nicht dabei ist in seiner gelb-roten Karte. Bedeutet, die rechte Verteidigerposition wäre also immer noch vakant. Könnte natürlich sein, dass er einen Dyer dahin stellt. Ich weiß es nicht. Ansonsten, ich gehe davon aus, dass ein Sané wieder in der Startelf stehen wird. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ein Müller draußen ist. Ja, ich gehe davon, aber sehr wahrscheinlich wird Musiala wieder links spielen, Müller in der Mitte und ein Sané rechts und vorne ein Harry Kane sollte klar sein. In der Innenverteidigung wird ein De Ligt spielen mit dem Minjay, weil Upa nicht da ist. Links wird Guerrero spielen. Das Einzige ist Kimmich, die rechte Verteidigerposition, die ein Rätsel ist. Ja. Ansonsten denke ich aber schon, dass Tuchel den Pavlovic bringen wird, anstatt einen Goretzka. Ist meine Vermutung. Ja. Aber ich denke, wir werden auch wieder eine Doppel-6 sehen. Sehr wahrscheinlich. Wahrscheinlich dann mit Pavlovic und Goretzka und Kimmich als rechter Verteidiger. Ja, das wäre die logischste und ja, die logischste Aufstellung. Ne? Und dann wäre Musiala links, Müller mittig, Sané rechts, vorne Kane. Fertig. So wird die Aufstellung sehr wahrscheinlich aussehen. Was auch okay ist. Ich meine, Pavlovic, Goretzka hat ein paar ganz gute Ansätze gehabt zusammen. Also ja, wie gesagt, für mich war das die letzten Wochen einfach viel zu wenig vom Leon. Wobei man sagen muss, dass ein Leon ein bisschen stärker war, wenn Kimmich nicht auf dem Feld war. Also nicht mit ihm auf der Position
das hat irgendwie harmoniert das gerade nicht, ich weiß es nicht. Aber wenn man dann sieht, wie so ein Goretzka, so ein Pavlovic hat auch im Regen stehen lassen gegen Leverkusen, da war ein Pavlovic ja sogar noch stärker als ein Goretzka. Sorry, ich mag Leon sehr, ich mag auch seine Art Fußball zu spielen, aber aktuell ist das einfach zu wenig. Ja. Und dann würde ich eher mein Heil in der Offensive suchen. Deswegen diese Aufstellung anstatt mit einer Doppel-6 und einem Leon da drin. Gut, Leute. Mein Tipp fürs Spiel. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Mannschaft oder viele Spieler befreiter aufspielen werden und dass viele Spieler wissen, dass sie aktuell einfach grottig sind, ja, und dass sie sich jetzt nochmal zeigen wollen. Entweder schon mal im Hinblick für einen neuen Verein, weil sie wissen, sie werden bei uns sehr wahrscheinlich aussortiert, oder auch im Hinblick, dass man sich schon mal anbieten möchte für einen neuen Trainer. Ja, der wird ja jetzt auch nicht erst 2 Wochen vorher dann entschieden werden. Ja, gehe ich persönlich jetzt von aus. Also ich denke, das könnte einen Ruck geben, oder aber es wird ein weiterer Offenbarungseid. Ich habe die Hoffnung, dass es ein Ruck wird. Von daher ist mein Tipp, der völlig wild jetzt ist und rational nicht zu erklären ist, da gehe ich voll mit euch. Ich tippe 2:0 für uns. Fragt mich nicht, ich habe es so im Gefühl. Meistens stimmen meine Tipps eh nicht, also, aber ich habe gerade so ein etwas positives Gefühl und ja, auch zu 0. Ja, mein Tipp, Leute. Wie immer, haut mir gerne euren Tipp rein. Gerne eure Aufstellung oder was ihr anders machen würdet. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus und hoffen wir einfach mal auf ein etwas befreiteres Spiel unserer Mannschaft am Samstagabend. Ja. Vielleicht ist Tuchel auch einfach, weicht da ein bisschen ab von seinem super strikten, engen Taktikkonzept, was diese Mannschaft einfach nie verstanden hat. Und vielleicht geht das jetzt ein bisschen lockerer an und die Spieler haben ein bisschen mehr Freiheiten. Wir werden sehen, ich bin selber sehr gespannt. Ja, wild. Sehr wild, diese Konstellation. Gut, in diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Ich wünsche euch natürlich und mir natürlich ein schönes Spiel. Morgen gehen wir natürlich noch in die PK rein. In diesem Sinne, haut rein. Bis dann. Tschüssi. Und nicht vergessen, hier zu abonnieren, ne? Sollte klar sein, oder? Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.